Das sind 3 Sachen, die ich auf meiner Weltreise mit meinem Van gelernt habe. Mir ist eigentlich nach 2 Monaten schon angeschissen, aber der Klapf ist gekauft. Punkt Nummer 1. Deine Beziehung wird so intim, wie das sonst nie möglich wäre. Ja, wie soll es anders sein, wenn er 2 Jahre lang im Kofferraum von einem Auto bums ist und nachher genau 15 Liter warm Wasser ist zum Duschen? Wird dann aus der Katja schnell mal eine Cut? Nein. Punkt Nummer 2. Du wirst zum Handwerker und zum Automechaniker und du lernst jeden Tag etwas Neues. Ja, also der Bus hat eigentlich den Vorbesitzer ausgebaut, ich habe genau die Lichterkette da drin gehängt. Aber nein, ich bin ein Free Spirit und ich kann hier außen irgendwo am Waldrand mein fucking Seitan-Schnitzel halten. Lieber fahre ich den ganzen Klapf im Bach. Punkt Nummer 3. Wahre Freiheit bedeutet komplett loslassen. Kein Job, kein Mietvertrag, keine Wurzeln mehr. Also ja, schon noch ein Zimmer bei den Eltern. Ich bin offiziell dann angemeldet für die Schweizer Krankenkasse. Also so dumm bin ich dann auch wieder nicht. Ich habe gedacht, ich mache das auch wie all die Vanlifers hier auch. Weißt, hey, schau, ich habe es hier selber verkabelt. Der Schalter hier, der macht die Lichterkette hinten an, falls irgendein Hippie-Chick mit Dreadlocks in Portugal am Strand klar. Und der Schalter hier, der macht die Standheizung an, die ich nie verbaut habe. Wenn es minus 10 Grad gibt, fahre ich heim nach Rheinfelden, parkiere den Klapp und schlafe auf dem Sofa, Alter.